Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen und ich finde es genial und wunderschön, dass ihr heute Morgen da sind, in dem Gottesdienst mit uns zusammen Gott feiert, die Zeit mit ihm feiert. Und ich finde es besonders schön, weil heute sind wir ja offiziell in die schönste Zeit des Jahres hineingestartet. Die Weihnachtszeit, oder? Das sagt man doch so. Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit. Die einen würden vielleicht sagen, nein, eher der Sommer. Aber die Weihnachtszeit hat doch so etwas Schönes an sich. Es ist die Zeit, wo man Kerzen für nehmen, anzündet und die Heim geniessen. Es ist die Zeit, wo es dunkel wird draussen, sehr, sehr früh am Abend. Und man sieht all die schönen Lichtchen bei den Häusern, bei den Bäumen, über den Büschen, überall, wo die sind. Es ist die Zeit, wo man Glühmost trinkt, Glühwein trinkt, dazu ein bisschen Maroni isst. Es ist die Zeit, wo viele an Ostermärz gehen und dort die Zeit geniessen und sie lieben, habe ich festgestellt, seit ich im Zürich Oberland bin. Es ist die wunderschöne Weihnachtszeit. Und wir feiern heute den ersten Advent, den ersten Sonntag im Dezember. Und darum steigen wir gerade mit unserer zweiteiligen Serie in die zweiteilige Serie ein. Wir werden das Mal zu dieser Serie etwas hören und das nächste Mal vom Elias. Wir sind in der Adventszeit und ich habe mir überlegt, was bedeutet eigentlich Advent? Das ist ein Wort, das mir so viel braucht, und Adventszeit. Und ich bin nachschauen und ich habe gesehen, dass das aus dem Griechischen kommt und dass es bedeutet Ankunft. Ankunft, Anwesenheit. Und damit ist die Geburt von Christus gemeint. Seine Ankunft, die Anwesenheit von Gott auf dieser Welt. Und für uns Christen ist die Zeit so die Zeit, wo wir darauf warten, oder? Auf Weihnachten, wo wir uns freuen, wo wir uns darauf ausrichten, weil der versprochene Messias ankommt. Er ist vor langer Zeit angekommen, aber Weihnachten feiern wir das, dass der Jesus auf die Welt gekommen ist. Es ist die Zeit, wo wir uns auf ihn ausrichten wollen. Die Vorweihnachtszeit ist auch eine Zeit, wo wir uns auf ihn freuen wollen, wo wir uns auf Weihnachten freuen. Wie sind wir ehrlich, das ist einer der wichtigsten und der schönsten Ereignisse und Momente der ganzen Weltgeschichte. Und wir lesen in der Bibel, was an Weihnachten passiert ist. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt geschickt. Er hat ihn auf die Welt geschickt und er war der versprochene Retter für die Menschheit. Und ich will mit euch gerade eintauchen ins Matthäus-Evangelium und will so einen kleinen Ausschnitt davon mit euch lesen. Matthäus 1, 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hat. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Wir lesen im Matthäus-Evangelium und auch in den anderen Evangelien die Geschichte, wie Gott den versprochenen Retter auf die Welt geschickt hat, auf die Welt gesendet hat. Und wir lesen auch, wie er als ein Baby, als ein Kind in Bethlehem im Stall geboren ist. Gott ist Mensch geworden. Und der Mensch ist klein gekommen, ein Stück weit unspektakulär und auch ganz normal, unbeeindruckend, wie jedes andere Kind so auf die Welt kommt. Spannend ist, dass die Juden, das ist Gottes Volk, dass die Juden ganz andere Erwartungen hatten an das Kommen vom Messias. Gott hat nämlich seinem Volk, den Juden, schon vor Hunderten von Jahren einen Retter versprochen. Der Messias, das bedeutet Retter. Er wird die Juden aus der Gefangenschaft führen. Wir müssen verstehen, die Juden sind unterdrückt worden vom römischen Kaiser. Sie sind in einer dunklen Zeit gewesen. Es ist viel Unterdrückung, geherrscht, viel Ungerechtigkeit hat geherrscht.
Sie sind in einer misslichen Lage gewesen und sie haben gewartet auf den versprochenen Messias, auf den Retter, der schon Jahrhunderte zuvor Gott ihnen versprochen hat. Gott hat Prophezeiungen am Volk gegeben, Prophezeiungen, dass der Messias wird kommen. Und wir lesen das im Alten Testament in der Bibel, wie der Messias angekündigt worden ist, der Retter, der König, der sie wird befreien. Und ich möchte ein paar so Prophezeiungen mit euch jetzt gerade lesen. Und zwar der Jesaja, er ist so ein Prophet, der öfters über das spricht, der die Prophezeiungen bekommen hat von Gott. Und im Jesaja 11 lesen wir: Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baustumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Und damit ist der Messias gemeint, der Retter, der versprochen ist. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ein bisschen später lesen wir im Jesaja 11, 9-10. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Im Jesaja 2,50 lesen wir: Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen. Denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben. Und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. In Daniel 7,14 wird es beschrieben: Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du das so liest und so hörst. Aber wenn ich das durchlese, denke ich so: Wow, hey, was hat da Gott vor? Was für ein Retter, was für ein Messias muss das mal sein? Einer, der Kraft hat, der Erkenntnis hat, der alle Ehrfurcht hat. Und die Juden haben genau auch so ein Bild gehabt. Die Juden haben eine Vorstellung gehabt, sie haben eine genaue Erwartung gehabt, wie das der Retter, der Messias, aussehen wird, wie das er auf die Welt kommen wird. Sie haben sich wahrscheinlich so einen König vorgestellt, einen König, der sie wird befreien von den Römern, ein König, der aus Israel wieder ein grosses Königreich wird machen. Sie haben das Bild gehabt von einem König, der auf dem Thron sitzt, der herrscht, der in den Krieg zieht, der Völker wird besiegen. So wie der König Salomo oder der König David. Ein König so groß und sichtbar, wo man seine Macht sieht. Das war das Bild von den Juden. Und es hat zwischendurch einzelne Personen gegeben, wo man gemeint hat, dass sie der Messias könnten sein oder sie sind der Messias. Viele Juden sind den Messias verehren oder die Person verehren, weil er hat sehr ähnlich gelebt, die Person. Also man gemeint einmal, bis eigentlich die Person oder der Messias dann gescheitert ist, und man herausgefunden hat, das ist nicht der Messias. Und in dieser Weihnachtsgeschichte lesen wir, wie der Retter, der versprochene Messias, auf Erde gekommen ist. Jedoch ist er anders gekommen. Er ist anders gekommen. Er ist nicht pompös gekommen. Er ist nicht so spektakulär gekommen. Er ist nicht so stark gekommen, so glamourös. Er ist nicht gross gewesen. Er hat überhaupt keinen materiellen Reichtum gehabt, sondern er ist total anders auf die Welt gekommen, als erwartet. Und wir lesen, wie viele Juden den von Gott gesandten Retter verpasst haben. Sie haben ihn nicht erkannt, weil sie so ein anderes Bild im Kopf hatten, weil sie eine andere Vorstellung und Erwartung hatten. Und ich finde das krass, oder? Man wartet jahrhundertelang auf den Messias und dann ist er da und sie erkennen ihn nicht. Ich möchte jetzt ein bisschen nach vorne spulen und ins 2019 mit euch kommen. Wenn ich unser Leben heute anschaue, oder viele von unseren Leben, dann sehe ich, dass wir manchmal gar nicht so weit entfernt sind von diesen Erwartungen, wie sie die Juden dazu mal hatten. Wie oft suchen wir doch das Pompöse, das Spektakuläre, vielleicht das Grosse, das Glamouröse, vielleicht das Reiche, das Starke. Gerade in der heutigen Zeit, wo uns so viel angeboten wird, wie noch nie zuvor.
Noch nie hat die Menschheit so viele Optionen gehabt, oder? Noch nie hat die Menschheit so viele Möglichkeiten gehabt, zum Geniessen, zum Sachen ausprobieren, zum gross träumen. Und ich könnte sagen, heutzutage könnte man sagen, es ist praktisch alles irgendwie möglich. Es scheint alles möglich zu sein. Und weil so vieles möglich ist, und das hat auch viele, viele gute Seiten, sind aber auch unsere Ansprüche gewachsen oder sie wachsen vorzu. Und ich glaube, es kann schnell so eine innere, unbewusste Erwartungshaltung in uns geben oder auslösen oder die kommt, dass wir mitheben können oder dass es noch ein bisschen spektakulärer darf sein, noch ein bisschen mehr darf sein, dass man plötzlich auch das Grosse erwartet, das Wunderbare. Schau, ich sehe das nur schon in meiner Familie. Ich habe letztens mit meinem Götti-Bub geredet. Er ist 4,5. Und er hat mir erzählt vom Kindergarten. Er hat mir erzählt, was die alles so machen. Und ich habe ihm zugelassen und habe gesagt, wie sie so Kindergarten-Events haben, wie sie so Partys haben, Feste haben. Ich dachte, wow, mega cool. Dann hat er erzählt, dass sie ins Sea Life gegangen sind. Ich so dachte, wow, mega lässig. Und er hat mir all die Sachen erzählt. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt und dachte, hey, das ist ja voll gut. Was hat denn ich eigentlich so ein Kinski gemacht? Und ich habe gedacht, mein Highlight war, dass wir irgendwo im Most in den Wald gegangen sind und ein Servola gebrätelt haben. Und wisst ihr, was auch noch mein Highlight war? Meine Mami hat mir immer so ein Yes gekauft, wisst ihr noch, die Schöckeli, die Küchli. Die hat es immer gegeben, wenn ich Schulreisli, Kinderreisli hatte. Das war mein Highlight. Und ich habe so gedacht, hey, eigentlich krass. Oder so gut die Lehrer und alle meinen, das ist etwas Geniales, was sie erleben. Irgendwo ist es immer so ein bisschen mehr und mehr und mehr, was man erlebt. Und es ist normal in unserer Gesellschaft. Und wir bewegen uns in dem Innen und ein Stück weit, ja, ist das einfach für uns normal. Und floaten wir so mit. Unser Wohlstand ist so ein grosses Privileg, aber er hat leider auch eine Schattenseite. Es ist immer etwas los. Unsere Aufmerksamkeit wird dadurch immer gefordert oder sehr oft gefordert. Und hey, wir haben in unserem Kopf doch so oft einfach die Volldröhnung. Und ich frage mich manchmal, wie viele Herzen bleiben dadurch einfach leer? Und was passiert ist, dass wir eigentlich abgestumpfter werden und die leislichen Töne nicht mehr schätzen und irgendwie gar nicht mehr hören, wie sie nicht mehr zu uns durchdringen können. Und das Kleine beachtet wir nicht mehr gleich, wie man das vielleicht früher beachtet hat. Das Gemeine ist, obwohl wir dem Grossen, dem Spektakulären, dem Schönen nachjagen, verlieren wir eigentlich immer mehr die Freude. Wir verlieren immer mehr die Freude am Kleinen. Oder wir suchen den Kick. Und was eigentlich passiert ist, dass wir Freude da drin verlieren. Wir verlieren die Fähigkeit zum Freude empfinden. Das nennt man Lustverlust. Ich lese gerade ein Buch von einem Psychologen und er beschreibt das so spannend und er sagt, hey, das ist heutzutage ein riesiges Thema. Es ist ein riesiges Thema, der Lustverlust. Und er entsteht eben so paradoxerweise, wie wir nachjagen nach mehr. Wir wollen nachjagen nach Lusterlebnis. Wir wollen Lusterlebnis haben. Wir wollen Spektakuläres erleben. Aber eigentlich haben wir gar nicht mehr die Fähigkeit, zum wirklich Freude in dem empfinden. Und was es auch noch auslöst, ist ein riesen Stress. Ein Stress im Leben. Und er sagt und beschreibt das so gut, er sagt, hey, eigentlich befinden wir uns wie so einem Hamsterrad drin. Oder? Ich hatte kein Hamsterrad da, ich habe mir überlegt, ob ich eins mitnehmen, aber nicht gewusst, wie ich das mache. Hamsterrad, wo du laufst und laufst und laufst und du bist unterwegs. Und eigentlich kommst du gar nicht ans Ziel. Obwohl Grosses, Spektakuläres, Gutes willst du erleben und am Erleben bist. Und ich denke zurück, zum Beispiel an meine Großeltern. Und denke so, meine Großeltern, sie sind noch fähig, so relativ simple, einfache, alltägliche Sachen, sich daran zu freuen, oder? Ich meine, sie haben noch kein Menü im Restaurant bestellen, wo irgendwie veganische Momos sind und dort, yes, endlich habe ich die mal, sondern hey, sind sich noch aber eine simple Röstung gefreut, auf dem Teller, mit den Herdöpfeln von ihrem Feld. Das war eine Freude, das war etwas so Spezielles. Da hat man noch tagelang davon geredet nachher. Die ersten Herdöpfel, oder? Und ich glaube, wir haben die Tendenz, das Spektakuläre zu suchen und darin die Freude zu verlieren. Und die Frage ist, wie können wir denn da etwas ändern? Wie können wir einen gesunden Lebensstil haben?
mir ist aufgefallen, das Ganze hat nicht nur einen psychologischen Aspekt, eine psychologische Seite, sondern es hat auch einen grossen geistlichen Komponent. Wenn wir uns fragen, hey, was sind Gottes Prinzipien? Wie kann ich einen Lebensstil haben, damit es ihn ehrt? Wie kann ich einen gesunden Lebensstil haben, wo er sagt, ja, das tut dir gut? Dann sehen wir, dass Gott anders funktioniert. Gott funktioniert anders. Und das sehen wir schon in dieser Geschichte, wo wir am Anfang waren, in der Geburt von Jesus. Die Geschichte von Jesus, die Geburt und eigentlich das ganze Leben, das zeigt uns, dass Gottes Werte so anders gesetzt sind, als die Werte auf dieser Welt, als die Werte, die die Gesellschaft uns setzt. Er schätzt eben genau das Kleine, manchmal auch das Schwache, vielleicht das Arme, das Unspektakuläre, das Kleine Verborgene, wo man nicht so sieht. Das sind die Sachen, die wir heute so schnell übersehen können. Und schaut, es ist Geschichte von der Erlösung für die Welt. Und sie fängt klein in einem Stall an. Unspektakulär. Kein schöner Ort, kein Palast, kein Tempel. Ganz simpel und klein. Und es ist die Geschichte, die heute noch Rettung der Menschheit bringt. Das ist die grösste Geschichte, die einen Unterschied auf dieser Welt macht. Und sie hat so klein gestartet. Sie verändert die Welt bis heute. Und das zeigt uns, dass Gott nach anderen Werten handelt, dass er andere Prinzipien hat und andere Prinzipien bei ihm gelten. Quer durch die Bibel durch. Und ich will so eins gerade mit euch anschauen. Wir schauen nämlich ein Gleichnis an. Und zwar Markus 4,30 lesen wir. Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf einem Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern. Wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Ein Senfkorn. Es ist eines der kleinsten Samenkörner. Und es ist ein kleines Korn, wir sehen das hier hinten am Bildschirm, das so schnell übersehen werden kann, wo so schnell übertrampelt werden kann, weil es so absolut klein ist. Aber Jesus zeigt auf, wie er etwas Größeres drin sieht, wie er etwas Größeres in das Senfkorn hineinlegt, wie etwas Größeres entstehen kann durch das Senfkorn. Jesus zeigt mit dem Gleichnis, wie das Reich Gottes eben genau so ist, dass alles klein anfängt. Er hat ein anderes Wertsystem als unsere Gesellschaft. Und darum sagt er, unterschätzen wir das Kleine nicht. Sind wir treu im Kleinen. Hey, schau mal an, wie gehen wir mit dem Kleinen um? Wir leben zwar auf dieser Welt, aber die Bibel ruft uns immer wieder zu, gerade im Römer 12,1, nach diesen göttlichen Maßstäben zu leben und uns nicht einfach nach dem Weltlichen auszurichten, wo uns die Gesellschaft vorgibt. Wieso? Wie es dir und mir gut tut. Wie es uns hilft, um einen gesunden Lebensstil zu führen. Zum Beispiel sagt uns die Gesellschaft doch so oft, gerade in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, hey, du kannst da noch mehr kaufen, noch mehr konsumieren, verpass ja nichts. Oder auch beim Vorbereiten noch ein besseres Essen, vielleicht noch schönere Deko. Und das hat so viel Gutes. Ich liebe vieles von dem auch. Aber Gott sagt, du musst eigentlich gar nirgends mitheben können. Du musst eigentlich gar niemandem etwas so mega Pompöses bieten. Sondern Weihnachten ist gedacht, dass es Fest von der Freude, vom Frieden, von der Besinnlichkeit ist, dass du das geniessen und erleben. Dass du eine Freude erleben. Und diese Wahrheit, die kann manchmal so klein aussehen, oder? Dass einfach Zeit nehmen für sich, die Heim bleiben. Das kann manchmal so klein wirken, aber in dem Sinne ist es so ein Schatz und ist so eine Weisheit für unser Leben, eine Wahrheit. Und ich möchte dich fragen an dem heutigen Morgen, kannst du dich an Kleinem noch freuen? Oder muss es immer grösser werden? Kannst du dich auf Weihnachten freuen, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus geboren ist? Oder ist es für dich schon etwas wie so abgestumpft? Es ist ein Schlüssel, dass wir das Senfkorn, das Kleine, in dieser Adventszeit dürfen sehen, dass wir uns dem bewusst werden und dass wir das schätzen lernen, wieder neu. Dass wir den Wert, den Jesus so hochhebt,
auch hochheben und ausleben können. Und das Geniale ist, dass wir die Chance haben, für uns das umzusetzen. Und das ist ein Prinzip, das wir jetzt gerade gehört haben, oder ein Wert, wo Gott so hochhebt, wo man eigentlich auf alle Bereiche in unserem Leben anwenden kann. Und ich will mit euch jetzt in der letzten Zeit kurz so durch 3 Bereiche durchgehen. Und ich merke, das sind grosse Bereiche in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass du einfach dich darfst da drin wiederfinden und darfst für dich reflektieren, wo stehe ich und wo bin ich vielleicht in der Gefahr, um nach dem Grossen nachzugehen. Der erste Bereich ist Beziehungen. Wir alle haben Beziehungen. Wir alle brauchen Beziehungen. Ich liebe Beziehungen. Ich liebe es, auch gerade Beziehungen zu pflegen mit Leuten, die so klickt, oder? Das kennen ihr. Leute, wo man sich trifft, es ist lustig, man kann vielleicht Witz reissen, aber man kann auch in die Tiefe gehen. Man kann gut miteinander reden, man findet sich einfach irgendwie, man hat eine gute Zeit miteinander. Und das ist etwas Geniales und das darf und soll auch so sein. Aber ich würde dich auch fragen, suchst du nur Beziehungen, die für dich bereichernd sind? Oder siehst du auch den Wert in Beziehungen, wo du vielleicht mal mehr investieren musst oder ein bisschen mehr geben musst? Schau, wenn ich Jesus anschaue und sein Leben anschaue in der Bibel, dann sehe ich, wie er nicht nur mit den wichtigen Leuten Zeit verbracht hat, wie er nicht nur mit der Elite unterwegs war, wie er nicht nur mit Leuten unterwegs war, die ihm etwas gebracht haben, sondern wo er auch investiert hat, wo er sich verschenkt hat. Und ich frage mich manchmal, wo übersehen wir Menschen, wo ihre Gemeinschaft in unseren Augen vielleicht ein bisschen unspektakulär ist, vielleicht so ein bisschen, ist nicht so meins. Schau, ich habe so eine Person in meiner Verwandtschaft. Und zwar ist das jemand in meiner Verwandtschaft. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist die Beziehung nicht mega spektakulär. Es ist eher so etwas Kleines, nur auf der Seite. Und wenn ich ehrlich bin, ist es für mich manchmal sehr anstrengend, um mit ihr Zeit zu verbringen. Es ist mehr ein Geben als ein Nehmen. Und ich weiss noch, etwa vor gut 1,5 Monaten bin ich heimgefahren, nachdem ich die Person gesehen habe. Und ich habe so gedacht, gut, jetzt habe ich sie auch wieder mal gesehen. Das ist gut, oder? Haben wir das erledigt? Ein bisschen krass gesagt, aber ja, wirklich so ein bisschen, ja, gut, jetzt habe ich wieder mal investiert. Und ich merke, wie der Heilige Geist mir so einen Gedanken gibt und sagt, weisst du, Steffi, hey, ich sehe in dieser Beziehung mehr. Ich will in dieser Beziehung Reich Gottes bauen durch dich. Und ich habe gemerkt, wow, also ich so unspektakulär, so klein und so simpel anschaue, da sieht Gott so viel mehr drin. Es ist ein Samenkorn, es ist ein Senfkorn, wo er sieht, wo er das Potenzial drin sieht. Und vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass jemand uns sehr wenig bieten kann. Aber schaut, Gott kann die Person so brauchen, um dort etwas wachsen zu lassen, oder die Person brauchen, um dir etwas weiterzugeben. Gott kann aus dieser Beziehung so viel mehr machen, als wir manchmal denken. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder hinschauen dürfen, dass wir uns herausfordern lassen. Und auch die Beziehungen, die manchmal so klein und unspektakulär wirken, dürfen anfangen zu schätzen. Ein Senfkorn, wo es weniger um mich geht, wo ich vielleicht weniger profitiere, wo ich vielleicht nicht immer auf meine Kosten komme, aber wo Gott mehr sieht und mehr reingelegt hat. Schauen, wie oft kämpfen wir doch manchmal um Beziehungen mit Leuten, wo wir suchen, Beziehungen, die wir suchen, wo wir vielleicht aufschauen, wo wir denken, hey, die sind so cool, die sind so genial, die würden mir genau entsprechen. Aber vielleicht hat es andere Leute um uns herum, die genau gleich froh werden, wenn wir wieder Zeit mit ihnen verbringen. Ich möchte dich ermutigen, zum Gott mal fragen. Gott fragen, wo hast du Personen bewusst in mein Leben gestellt, die ich nicht sehe, die für dich wie so Senfkörner sind? Wo siehst du mehr, als ich es sehe? Der zweite Bereich ist Freizeit. Ich glaube, wir tendieren dazu, in unserer Freizeit noch mehr erleben zu wollen. Oder gerade wenn es um Ferien geht. Ich liebe es, weit in die Ferien zu gehen, weit weg in die Ferien zu gehen, etwas Neues zu sehen, etwas Neues erleben, ist doch etwas Schönes und wir haben Möglichkeiten dazu. Oder vielleicht in deiner Familie, Kinder, die Möglichkeit sollen haben, noch ein lässiges Hobby auszuüben, vielleicht noch ein bisschen mehr dürfen zu machen, als du hast dürfen. Dort, wo die Freizeit, die Erlebnisse noch mehr Instagram-tauglicher werden, die Geschenke werden vielleicht noch grösser um Weihnachten und die Geburt. Und das ist
einerseits so genial, aber schau, das führt auch dazu, dass noch alles schöner, krasser, extremer werden muss in unserem Leben. Und es führt auch dazu, dass wir plötzlich die einfachen, kleinen Sachen vernachlässigen und den Wert nicht mehr drin sehen. Vielleicht mal mit der Family ein Wurstbrötchen im Wald. Sind wir wieder beim Servola. Vielleicht einfach mal ein Spiel machen am Abend, ein Brettspiel, die Hai. Es hat plötzlich keinen Reiz mehr. Es verliert alle Reiz. Und in dem Buch, das ich gelesen habe, hat der Psychologe gesagt, es ist heute eine diagnostizierte Krankheit, dass Leute an Lustverlust leiden, weil sie so viel mehr erleben müssen. Und auch gerade in der Freizeit, mit Erlebnissen, was wir einander bieten, was wir ausprobieren müssen. Ich denke, das ist krass, oder? Alles muss noch ein Ticken grösser sein, noch ein bisschen mehr sein. Und die Frage ist auch da innen, kannst du dich an den kleinen Sachen freuen? Ich höre von vielen Leuten um mich herum, und auch ich bin manchmal so jemand, die einfach Stress erleben, Stress haben. Und wo genau das Lust empfinden, das Wollenlust empfinden, die Erlebnis zu haben, dass das einen Stress gibt in ihrem Leben. Und da dahinter kann sich so eine Lüge verstecken. Die Lüge, ich könnte vielleicht etwas verpassen. Die Lüge, als wenn ich nicht dabei bin, verpasse ich etwas. Oder eine Lüge, dass das Kleine keinen Wert mehr hat, dass es nicht wichtig ist. Aber schau, Gott sagt, bei mir verpasst du nie etwas. Du kommst nicht zu kurz. Bei mir hast du nie zu wenig. Ich gebe dir alles, was du brauchst zum Leben. Und er gibt dem Kleinen einen grossen Wert. Und darum ruft er uns auch zu, sei mir treu im Kleinen, wo ich dir gebe, wo ich dir anvertraue. Und ich glaube, wir müssen anfangen, wieder den Wert zu sehen, im Kleinen, dort, wo wir nicht mehr sehen. Oder? Und wie wäre es, wenn wir in dieser Zeit von dieser Zeit vom Advent uns Zeit nehmen und den Heiligen Geist mal fragen, hey, wo muss ich wirklich dabei sein? Was tut meiner Seele gut? Was tut uns als Familie gut? Was muss ich wirklich alles mitmachen? Und vielleicht heisst es dann mal, ja, einen Besuch am Weihnachtsmarkt streiche ich und dafür bin ich daheim und ich setze mich mal mit der Weihnachtsgeschichte auseinander. Oder ich stimme mich auf Weihnachten innerlich ein und ich habe Ruhe und eine gute Zeit mit Gott. Trauen wir uns, etwas wegzulassen. Trauen wir uns. Ich glaube, oftmals ist weniger mehr. Und wo suchen wir unsere Genügsamkeit? Suchen wir sie bei Gott oder in Erlebnis? In der schönen Freizeit? Der letzte Bereich von unserem Leben, wahrscheinlich ein grosser Bereich ist für einige unter uns, ist der Glaube. Oder? Es ist ein Bereich in unserem Leben, wo wir oftmals mehr leben wollen, wo wir noch mehr wollen. Wir wollen mehr leben im Glaubensleben und hoffentlich, oder? Ich will noch mehr leben mit Gott, weil ich glaube, er ist noch zu so vielem mehr fähig. Ich will mich ausstrecken nach ihm. Wir wollen mehr und das ist gut, aber manchmal kann die Tendenz da sein, dass wir im Grossen, Spektakulären das suchen und so ein bisschen das kleine Senfkorn übersehen. Vielleicht in dem, dass wir super Podcasts hören, mit den super Punkten, die zu uns reden, die so eine neue Offenbarung geben. Die spektakulären Konferenzen, die wir besuchen können. Ein super Worship, der einfach noch ein Ticken mehr ist. Dass ich in Gottes Gegenwart wirklich kann und ihn erleben kann und er kann zu mir reden. Die grossartigen Erlebnisse mit dem Heiligen Geist eindrücken. Oder wir sehnen uns danach. Oder dass Gott vielleicht dich ausspottet und genau dir etwas Grossartiges sagt. Und versteht mich richtig, das sind alles gute Sachen. Wir streben auch nach dem, wir wollen mehr. Aber die Gefahr liegt da drin, dass wenn wir nach dem Grossen suchen, das Kleine, das in Gottes Augen wichtig ist, übersehen. Und Gott ruft uns zu, in seinem Wort, hey, komm direkt zu mir, zu der Quelle, wo alles Leben herkommt. Direkt bei ihm. Dort sieht es manchmal so klein aus, aber es kann etwas Grosses entstehen. Es kann etwas Grosses anwachsen. Schau, gerade die Ruhe bei Gott, das tägliche Bibellesen, das Gebet. Es kann manchmal so alltäglich, manchmal so klein und unscheinbar wirken, aber es ist der Ort, wo wir die Senfkörner säen und wo sie aufgehen können und wo sie wachsen können und können gross werden und Frucht bringen. Und ich würde dich fragen, glaubst du, dass auch aus dem Unspektakulären, aus dem Alltäglichen, wie Bibel lesen, Gebet, etwas Kraftvolles kann entstehen? Sind wir bereit,
auf Gottes leisliche und feine Stimme zu hören. Gerade in dieser Adventszeit, wo manchmal so viel läuft um uns herum. Und sind wir bereit, einmal auf das Spektakuläre zu verzichten und uns einfach Zeit in der Ruhe für ihn zu nehmen. In Jeremia 33,3 ist einer von meinen Lieblingsversen, da steht: Wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nicht wissen kannst. Gott sagt da: Wende dich direkt an mich. Wende dich an mich. Komm zu mir. Schau, das hat eine Kraft. Aus dem zu Gott kommen, wächst etwas. Das hat Kraft. Und ich finde das so geniale Verheißung, wie er sagt, ich werde dir Grosses zeigen, von diesen Sachen, die du noch nicht weißt. In einer anderen Übersetzung steht, ich werde dir geheimnisvolle Sachen, Offenbarungen zeigen. Und das ist das, was genau passiert, wenn wir zu dem Gott gehen, wenn wir die Ruhe suchen bei ihm. So etwas Simples, wir wissen es, wahrscheinlich alle. Aber es kann manchmal so klein und unbedeutend scheinen. Und schau, für die einen Leute ist vielleicht auch Small Group so ein Senfkorn. Sich Woche für Woche treffen. Und ich kenne das auch, dass ich manchmal müde bin am Mittwochabend und denke, jetzt will ich am liebsten heim aufs Sofa hängen. Ich will am liebsten mit dem Joni eine Date Night haben. Vielleicht sogar an ein Konzert gehen. Aber ich erlebe in meinem Leben, wie Small Group so ein Senfkorn ist. In der Bibel steht, wo 2 oder 3 zusammenkommen, hey, dort ist Gottes Gegenwart. Und es ist so Säen. Aber ich sehe, wie nach so vielen Jahren so etwas Grosses wächst. Es wächst etwas in unserem Leben. Und schau, wir kommen zusammen und ganz ehrlich, es hat Kraft, wenn Glenn oder Annie oder Andrina oder Sharon für mich bettet. Es hat Kraft, wenn einer von ihnen mich ermutigt mit einem Bibelvers. Aber es wirkt manchmal wie so ein Senfkorn. Komm, das ist noch etwas Kleines und noch viele andere Übungen. Aber Reich Gottes fängt dort an. Und unterschätzen wir das nicht. Das ist so ein Beispiel von diesen geistlichen Gewohnheiten. Ich möchte dich fragen, vertraust du, dass Gott genug groß ist, um in diesen Zeiten genau gleich zu wirken wie im spektakulären Grossen, wo wir uns manchmal danach sehnen? Suchst du das Kleine? Gibst du am Kleinen Wert? Gott betrachtet das Kleine als wertvoll. Ich möchte dich fragen, wo stehst du in der Gefahr, um das zu übersehen? Wo stehst du dich in der gleichen Gefahr, das Grosse zu suchen, wie vor vielen Jahren die Juden eben genau gleich gemacht haben? Sie haben den grossen Messias gesucht. Und dabei haben sie ihn übersehen. Schau, das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Wir müssen es immer wieder entscheiden. Aber schlussendlich bringt es einen Gewinn in unserem Leben. Ich glaube ganz fest, es bringt mehr Ruhe, es bringt mehr Frieden, es bringt mehr Dankbarkeit, es bringt mehr Ausstrahlung, es bringt mehr Reich Gottes in dein Leben hinein. Wenn wir die Senfkörner nicht einfach liegen lassen, sondern denen auch nachgehen. Und ich möchte dich gerade bewusst zu dieser Adventszeit herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, nicht das Spektakuläre zu suchen, sondern diesen kleinen Senfkörner nachzugehen und dir zu überlegen und einmal den Heiligen Geist zu fragen, wo übersehe ich die Senfkörner, die du in mein Leben nie geleitet hast. Weil ihm sind sie nicht egal. Und wir gehen jetzt in eine Anbetungszeit, wo uns die Band mitnehmen wird. Und ich möchte dich einladen, die Zeit nicht einfach an dir vorbeigehen zu lassen, sondern da den Heiligen Geist zu fragen, um dir seine Wege, seine Werte aufzuzeigen, was er in dein Leben gesetzt hat. Das ist so kostbar. Und das wollen wir jetzt bewegen in dieser Zeit. Wir haben in dieser Zeit auch das Abendmahl. Im ersten Song werden die Brötchen durch die Reihe durchgehen. Es werden hier 2 Kelche sein. Und wir haben hier eine kleine Becherli. Dort hinten haben wir noch so eine Express-Line, wo du einfach hin kannst, nehmen und gehen. Da haben sie jemand gelacht. Express-Line. Genau, so ist es bei uns. Schnell, oder? Und da hinten ermutigen sie dich sehr gerne und geben dir noch ein Wort mit, dass wir das geklärt haben. Hey, komm, wir stehen auf und ich will noch beten. So ein wichtiges Thema. Und ich bin überzeugt, Gott hat noch mehr für jeden Einzelnen von uns. Hey, wenn dich das angesprochen hat, wenn du da jetzt so wie eine Antwort willst geben, darf ich bitte einfach die Hände so auszustrecken. Wie so, hey, ja, Heiliger Geist, zeig mir.
Wo sind die Senfkörner, die dir wichtig sind, die ich manchmal vertrample? Vielleicht auch Senfkörner, die ich noch nicht sehe, die verborgen sind, wo du mir aufzeigen willst, wo du einen Wert siehst. Und Vater im Himmel, ich will dir so Danke sagen, dass du auf das Kleine achtest, Herr, dass manchmal das Unbedeutende, vielleicht manchmal das Schwache, vielleicht manchmal das Alltägliche so einen grossen Wert bei dir hat, Herr. Und du rufst uns immer wieder zu, sind treu im Kleinen, sind treu, schauen aufs Kleine. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihe durchgehst, dass du uns aufzeigst, wo sind so Senfkörner, wo sind so kleine Bereiche, wo wir manchmal einfach so auf die Seite legen. Vielleicht Beziehungen, Herr, wo wir nicht daran glauben, vielleicht Leute, die uns manchmal stressen. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns das aufzeigst und aufs Herz leist. Dort, wo du Reich Gottes bauen willst, dort, wo du eine Gesundheit reinbringen willst, Herr. Vater, ich bitte dich aber auch im Glaubensleben, Herr, dort, wo wir ansitzen und vor dich kommen, dass du die Samen einfach wässerst, Herr, dass sie wässerst und dass sie aufwachsen dürfen. Ich bitte, Herr Jesus Christus, auch dort, wo wir dem Spektakulären nachrennen müssen, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, dass du uns hilfst, deiner Wahrheit zu glauben, dass wir nichts verpassen, dass wir nie zu kurz kommen bei dir, Herr, sondern dass du das Leben im Überfluss gibst, dass wir das bei dir finden. Du gibst das Brot vom Leben, du gibst uns das Wasser von dieser Quelle, uns jeden Durst einfach stillt, Herr. Und so bete ich, dass wir einen Hunger haben. Einen Hunger haben nach dir, nach mehr von dir, von deinem Reich, von deinem Wirken, von deinem Reden, Herr. Wir strecken uns aus. Ich danke dir, Herr, dass die Senfkörner auch so wirklich grosse Büsche, Zweige anwachsen, Herr, und dass sie Frucht bringen. Und ich bete, dass du jedem einzelnen Leben da eine Frucht bringst, Herr. Wirklich, dass der Frucht anwachsen, Vater im Himmel. Frucht, wo dürfen Menschen kommen, dürfen in den Schatten sitzen. Frucht, wo Menschen dürfen kommen, probieren und dürfen dich sehen und von dir dürfen schmecken, Herr. Danke dir, Vater im Himmel. Amen.